Also ich hatte schon so viel Versuche gehabt. Ich probiere es jetzt einfach an einem Stück durchzumachen und hoffe mal, es geht gut. 3, 2, 1, let's go! Es ist richtig komisch, so mal vor der Kamera zu sein. Normalerweise bin ich hinten dran. Und wenn ich mal vor dran bin und die Kamera rede, dann mache ich es meistens für mich und es nicht veröffentlichen. Haben wir aber jetzt gedacht, durch die Selbstständigkeit, die ich jetzt anfange und allgemein, weil ich einfach coole Projekte im Kopf habe, möchte ich das Ganze ein bisschen dokumentieren und die vielleicht auch ein bisschen mitnehmen. Und ja, ist sicher noch nicht perfekt am Anfang, aber ich gehe jetzt einfach mal nach dem Motto einfach mal machen. Und ja, ich habe mir gedacht, ich möchte das Ganze anfangen mit einem kleinen Rückblick. Und zwar haben wir 3 Highlights rausgesucht aus den letzten paar Monaten und möchte die gerne zeigen. Also das erste Highlight, das ich möchte zeigen ist Le Col de Bern. Das ist ein Ableger von Le Col de Zurich, das Velorennen rund um Bern. Und es geht eigentlich darum, für die es nicht kennen, sind 3 Höger, der Bauberg, der Bantiger und der Gurten. Und die müssen innerhalb von einer gewissen Zeit, 2 Wochen, abgefahren werden. Und die Zeit wird dann mit Hilfe von Strava, einer App, die so Fahrten aufzeichnen kann, verglichen und online dargestellt. Die Jungs, die das Ganze organisiert haben, mit denen hatte ich schon vorher ein bisschen Kontakt gehabt, und bin auch ab und zu mit ihnen Velo fahren. Sie sind dann auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich Lust habe, Content für das Ganze zu produzieren, für auf der Webseite und für auf Instagram und sonst Social Media. Und ja, habe ich natürlich sehr geil gefunden und dort mitgemacht. Für die 3 Höger hat es dann auch 3 Botschafter gegeben. Das war beim Bauberg Anna Kummer, beim Gurten der Marcel Weiss und beim Bantiger Fabian Cancellara. Und ja, ich habe dann mit einem Kollegen, mit dem Oli Schmucker, der echt geile Content produziert, für das können Fotos und Videos machen, die dann eben gebraucht wurden für auf Social Media und Instagram. Und das war eine coole Erfahrung, es war alles so ein bisschen improvisiert. Wir haben dann beim Auto hinten die Sitze runtergeklappt und sind hinten reingelegen und sind vorausgefahren und sie sind mit den Velos hinten nachher. Und wir haben dann einfach hinten nachher aus dem Kofferraum gefilmt und gefotografiert. Und das war echt auch eine wirklich coole Erfahrung. Mir kommt gerade die eine Szene in den Sinn, wo wir wirklich mit etwa 40, 50 gefahren sind. Und der Marcel Weiss ist hinten noch am Auto geklebt sozusagen. Und ja, einfach wirklich richtig coole Perspektiven mit Emotionen gegeben, wo wir glaube ich sonst nicht so hätten einfangen können, wenn wir einfach nebendran wären gestanden. Ja, allgemein einfach ein cooles Projekt gewesen. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder eins gibt. Fände ich echt cool. Das zweite Highlight war für mich der Sommer und zwar bin ich dort mit meiner Freundin ein bisschen in Norden. Ein bisschen mehr als einen Monat sind wir durch Finnland, Norwegen und Schweden gereist. Zuerst waren wir recht lange in Finnland, wo wir uns ein bisschen noch auf die Selbstständigkeit vorbereitet haben. Und ja, dann haben wir uns entschieden, einen kleinen Roadtrip zu machen. Und zwar sind wir dann mit dem Auto durch Finnland durch bis auf Norwegen, auf die Lofoten. Sind dort ein paar Tage geblieben und sind dann eigentlich weiter durch Norwegen, Schweden bis ab auf Stockholm, wo wir dann die Fähre wieder genommen haben, zurück auf Finnland. Und ja, die Erlebnisse, die wir dort machen konnten und die Natur, die Landschaft, die sind wirklich etwas, das ich so schnell nicht wieder vergessen. Wir sind zum Beispiel in den Lofoten mal zu einem Strand gewandert, der so ein bisschen ja, hinter einem Berg war. Und ja, einfach dort die Szenerie und so, ja, wir haben dort noch einen Dude getroffen, der irgendwie im Meer mit dem Kajak unterwegs war und ja, einfach wirklich auch beeindruckt und hat auch coole Shots gegeben. Haben die dann auch geschickt. Bis jetzt hat er sie noch nicht gebraucht, hoffe, er braucht sie noch. Und ja, wirklich richtig coole Reise gewesen. Das dritte Highlight für mich war ein Auftrag, den ich erst vor kurzem machen konnte. Und zwar ist es dort darum gegangen, ein paar Impressionen einzufangen vom Stück Love. Das ist von Marcel Lehmann. Und das ist so ein bisschen, ja, einfach, sie erzählen mit Hilfe von Tanz und Gesang eine Geschichte, wo es um Liebe geht oder um verschiedene Protagonisten und ihre Liebesgeschichte. Und ich habe das noch nie vorher gemacht, aber ich dachte, ja, klingt geil. Und ja, es hat sich dann auch herausgestellt, wirklich mit dem Licht dort in der grossen Halle und allgemein mit den Emotionen, die sie übergeben konnten, hat es echt ein paar richtig gute Fotos gegeben. Und ja, grundsätzlich, was ich dort wieder mal daraus gezogen habe, ist ja, der Vorteil vom digitalen Nutzen.
Und einfach auch mal ein bisschen zu viel schiessen und aussortieren. Also ich habe gut etwa 2000 Fotos gemacht und die dann runtergebrochen auf etwa 30-40 Stück, wo ich wirklich finde, die sind richtig gut. Es war wirklich eine coole Erfahrung und habe es hoffentlich nicht das letzte Mal gemacht. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Einblick geben in den letzten paar Monaten und so ein bisschen Highlights zeigen. Ich werde weiterhin jetzt hier so ein bisschen Videos machen um Themen, die mich einfach interessieren. Ich habe schon ein paar Sachen im Kopf, die ich gerne machen möchte. Aber es wird sich grundsätzlich immer auch ein bisschen um das Thema Fotografie, Video, Produktion, Selbstständigkeit und ja, das Ganze drum und dran eigentlich gehen. Und ja, ich würde sagen, nach etwa 200 Anläufen habe ich es jetzt mal geschafft und schauen wir das Ganze jetzt mal an am PC und wir sehen uns in einem nächsten Video, würde ich sagen. Was?